Grüß dich zurück zu Fallout 4. Das wird heute eine kleine Aufnahme, ganz eine kleine Aufnahme. Wir werden nur ein bisschen was bauen und ein bisschen so schauen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und vor allem möchte ich ein klein wenig über die Zukunft reden, was dich jetzt hier auf meinem Kanal erwarten könnte, werden wird. Sagen wir es mal so. Da gibt es eigentlich nicht viel. Wie du vielleicht schon gesehen hast auf meiner Hauptseiten, da werden sich noch einige Formate dazu gesellen. Ich habe derzeit aktuell 3 Kanäle. Einer kommt wieder weg. Ich werde mich auf 2 fixieren und werde es dann auch zukünftig hegen und pflegen. Hier auf diesem Kanal wird es weitergehen mit Videospiele und Heavy Metal. Sonstige Themen werden auf den Zweitkanal ausgelagert. Es ist momentan schwierig bei mir oder für mich. Ideen hätte ich genug. An dem soll es nicht hapern. An dem soll es auch nicht scheitern, dass ich genug Ideen habe. Aber irgendwie fehlt es mir an der Umsetzung. Ja, genau. Das Umsetzen, das ist halt immer das Komische da, weißt? Warte mal kurz, was will ich denn da jetzt eigentlich machen? Was haben wir denn überhaupt an warte mal ganz kurz. Daten. Das ist der Nick Valentine, genau. Da müssen wir dann über den Burm reden. Das ist dieser komische Supermutantenturm. Das ist der Automatron. Sunshine Tidings, das müssen wir auch machen. Folge dem Freedom Trail, okay, ja. Die Story des Jahrtausends, bla bla bla. Bringt Chat zu Mama Murphy. Aha! Haben wir überhaupt Chat eingepackt? Inventar. Hilfsmittel. Yay! Wir haben Chat einpacken. Oh, jeder Vater, jetzt geht's so. Die alte wird. Naja. Aus. Für einen Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen, Nö. aber früher nannte man mich Murphy die Wahnsinnige. Ja, drum brauchst du heute das Chat fürs dritte Auge am Hirn. Mama Murphy. Ohne Camps bringt das dritte Auge nichts. Hast du das Jet? Jupp. Hier, eine Ladung Jet. Gut gemacht. Und jetzt führt mich der Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. Du gehst in ein Meer. Aber was dir Angst macht, ist kein Wasser. Es ist etwas Unsichtbares, aber Strahlendes. Es verbrennt alles, was es betritt, aber nein, ich spüre sie. Da sind Menschen, die etwas rufen, singen. Sie können dir den Weg weisen, aber sie sind so schwer zu deuten. Sei in ihrer Nähe vorsichtig, Kind. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Na ja klar, leg dich nieder, die alten Knochen kehren ja auch ausgeruht. Gut, Hey Mama, wie geht's dir so? Sehr gut. Es ist schön, sich niederzulassen, wenn man so lang unterwegs war. Ach ja? Warst du auf der Flucht, als du jünger warst? Ja, man muss fliehen, wenn ein Kopfgeld auf einen ausgesetzt ist. Kleiner Rat, treib kein falsches Spiel mit Raidern. Die sind nachtragend. Ja, das ist ein guter Rat. Klingt nach einem ziemlichen Abenteuer. Das war es. Irgendwann erzähle ich dir mal alles. eine sehr interessante Geschichte, die mich glatt zu Tränen rührt. Bin ich jetzt stehen geblieben. Einmal schauen, ob man nicht irgendwo... Warte mal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, wie du vielleicht hörst und siehst. Das haben wir. Weißt du was, wir werden einfach da in Sanctuary noch ein bisschen weitermachen und
werden darauf aufbauen. Genau. Was will ich jetzt sagen? Genau. Der dritte Kanal kommt wieder weg. Ich werde mich auf die zwei konzentrieren. Videospiele, alles geil und gut. Ich möchte aber trotzdem Neues probieren. Darunter auch Dinge die mit Heavy Metal und etc. zu tun haben. Ich will mich einfach weiterentwickeln, ist falsche Wort. Ich nenne das eher was Neues probieren. Hört sich, glaube ich, besser an. Genau. Ich komme auch seit ungefähr einem Monat oder 2 Monaten bastel ich schon an der Roadmap der kommenden 1,5 Jahre. Aber irgendwie komme ich nicht weiter. Warte mal kurz. Jetzt da. Irgendwie komme ich mit dem ganzen Scheiß nicht weiter. Weiß nicht warum. Weil sich doch immer wieder irgendwas ergibt und dann komme ich wieder auf andere Ideen und Trilalo und Tralala. Es ist, oh Gott, ich sag das, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt mit diesem scheiß YouTube da, ich sag das, ich hätte es gar nicht angefangen. Haha. Wo da man den Hund hin? Hund! Du darfst da schlafen. Machen wir es so. Genau. Ja, jetzt hat es heimelig. Ach, Hunde werten doch alles auf. Ich weiß aber nicht, gell, und das sage ich da gleich vorweg, wann was kommt. Ich halte mir jetzt mittlerweile zurück mit Zeitangaben. Wenn's kommt, ist da, und wenn's noch nicht fertig ist, dann ist auch noch nicht fertig. Weil, also nicht, keine Ahnung. Ich probiere immer was, auf der einen Seite will ich immer Skript schreiben für irgendeinen Schatz, und dann denke ich mir aber dann wieder, weißt du was, kleine Notizen und dann freischnauzen. Ja. Ich würde da keinen Vortrag halten. So, also jetzt so ein aufdunzenden Beitrag über, weiß ich nicht, das Leben und seinem Sinn. Ja, genau. Ja, es ist halt immer schwierig, weißt. Du schau, was soll ich machen? Ich stecke ein bisschen in einer kleinen Krise, ist es nicht unbedingt. Ich nenne es eher, wieso, das hat ja alles einmal mit dem Mods. Ich habe jetzt vor kurzem ein paar Mods ausprobiert, momentan funktioniert gar nichts mehr. Nö. Ich als kleiner Scheißkanal mit knapp 68 Abonnenten Stand heute, habe ein kleines Problem. Es ist ja schon alles gesagt worden im Internet, auf YouTube. Es ist alles gesagt worden. Viele regen sich über Content auf, die ja, oder jener nicht unbedingt die Welt ist, sag jetzt einmal. Über die Weiterentwicklung von YouTube mit seinen YouTube Shorts, da regt ja jeder auf, ich zumindest, weil, weiß ich nicht, mich das nicht interessiert. Ich bin ja doch dann da eher der langwierige Typ. Ja, da, also nicht, keine Ahnung, es ist ein bisschen schwierig zum Erklären, das Ganze. Allerdings, ich versuche mich mit meinen Ideen ein bisschen im Abseits zu halten. Beziehungsweise ich möchte jetzt schauen, dass ich nicht unbedingt jetzt auf Themen oder Dinge eingehe, die man schon kennt, weißt? Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Weil was soll ich dazu erklären? Sei bitte ehrlich, was soll ich dir viel über Fallout 4 oder die Fallout-Reihe erzählen, wenn es hunderte Kanäle gibt, die Lore beschreiben? Schau ja ich auch ab und zu. Da habe ich einen YouTuber, den LanceQuid, den habe ich sogar irgendwo in der Videobeschreibung verlinkt, was ich mir entsinne und erinnere. Was soll ich dafür über die Fallout-Lore erzählen? Der Kerl hat alles gemacht. Da kann ich da nichts mehr erzählen. Darum habe ich ja sämtlichen Inhalt, den ich eigentlich geplant gehabt habe, jetzt für dieses Let's Play, darum habe ich den wieder zurückgenommen.
Weil was hilft mir das, wenn ich jetzt da was erzähle, was ein anderer schon 300.000 Mal gemacht hat? Davor hast du nichts, davor hab ich nichts. Ja. Und im Jahr 2022 ist es schwierig, ist es wirklich schwierig, noch irgendwie Ideen zu finden, dass du die ein bisschen von der Masse anhebst. Ich mein gut, dass ich da komplett stur und geradeaus mit dem Dialekt rede und, und versuche so zu sein, wie ich wirklich bin, ist auch nicht jedermanns Geschmack. Das sehe ich schon ein. Mein Gott. Und warum soll ich meine Videos zerschneiden? Das weiß ich kann's dir mal sagen, was ich meine. Wenn du willst, wir kennen jetzt das Video, wenn ich das jetzt so hab. Genau, wenn ich das Video jetzt so hab, sagen wir, das nehme ich jetzt 20, 25 Minuten auf, ich zerschneide es, dass das dann nur mehr 10 Minuten lang ist. Schau ja dann auch nichts gleich, oder? Ich verstehe es nicht, ist ja wurscht. Gehen wir wieder in die Zukunft vom Kanal. Genau. Ich habe auch Bock, neue Spiele auszuprobieren. Da gibt es eines. Muss man erst kaufen über Steam. Momentan kostet es da 30 € im Angebot. Muss ich schauen, vielleicht mache ich es. Ich habe mir da über die GameStar einen kleinen Bericht angeschaut drüber. Es wäre mein erstes, allererstes JRPG. Muss erst schauen. Ich bin ja noch ein bisschen im Zweifel, da ich persönlich mit diesem rundenbasierten noch nicht viel Erfahrung habe. Da bin ich noch eigentlich relativ jungfräulich gesittet. Ja, kann man das so sagen? Ohne dass ich gleich Haue krieg von YouTube. Man weiß es nie. Ich muss schauen, ich muss mir das alles erst überlegen, anschauen und ja. Mal schauen, ich kann es da noch nicht sagen. Wie gesagt, ich hab die Zeit, ich hoffe, du hast das auch. Wenn du einer von meinen wenigen Zuschauer bist, die sich hier meinen Content antun, reden wir dann gleich über das nächste große Steppenpferd auf meinem Kanal, Generation Zero. Das Spiel beschäftigt mich nun schon seit November 2021. Wie mittlerweile schon überall in dieser ganzen Videospielbranche, es gibt so viele Spiele mittlerweile am Markt und der größte Teil leidet ja unter einem verpatzten Release, gell? Oder ist zu Beginn so scheiße, dass du das 2 Minuten spielen kannst und dann haust du es wieder weg. Generation Zero hat sich mit seinem gesamten Umfang eigentlich relativ gut rausgemausert. Ja. Nur, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich mit Generation Zero gleich mehrere Projekte in einem habe. Ja, das Let's Play, was nach all dem Content, den ich jetzt gerade habe, ein bisschen weitergeht. Zeitgleich werde ich die Geschichte von vorne aufdröseln und dir genauer zeigen, eigentlich nur die Geschichte, was kein Let's Play wird. Und morgen kommt ein mehrteiliges Video oder ein mehrteiliger irgendwas. Es geht in den Kampf mit dem Reaper. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich warne dich gleich vor. Diese 90 Minuten von voll motiviert und ja, den werden wir schon schaffen. Ich war am Ende einfach nur mehr frustriert und habe mir dann gedacht, oh Gott, wie soll ich denn den jemals besiegen?
Laut Statistik hat er mich 10-mal besiegt. Ja. Kannst du alles mittlerweile nachlesen überall. Oh, der Hund ist auch da. Ja, grüß die Maus jetzt. Das nenne ich mal einen Endgame-Gegner. Der Reaper. Bist du deppert? Wow. Aber das wirst du morgen eh sehen, das Debakel und Drama. Dann muss ich morgen möchte dann, wenn das vorbei ist mit dem Reaper, möchte ich noch ein kleines Video machen zu dem, was euch dann im zweiten Teil des Kampfes erwartet. Da hat sich was dazu gesellt. Ich war looten, ich hab die Levelgrenzen oder die Level vor die Regionen auf 0 abgedruckt. Ich habe mich so ziemlich mit allen Rivalen angelegt und ich hab genug Material, Waffen etc. gefunden, Krieg und dann können wir uns auf den Rest konzentrieren. Wie gesagt, Generation Zero geht jetzt noch mit dem Reaper weiter, dann werden wir die Basisverteidigung machen, da werden wir noch diesen wie heißt der? Diesen Wolf machen, diesen Rivalen. Dann geht's weiter mit der Geschichte und dem Let's Play. Weil für Down habe ich eigentlich mit dem Landfall Update an sich selber abgeschlossen. Da ist momentan nicht mehr viel aussagekräftiger Inhalt da. Und es nutzt mir nichts, wenn ich euch jetzt da auf gezwungenermaßen was aufzwinge, was andere YouTuber schon gemacht haben. Ja, genau. Da ist sauber, passt. Er hat die Haare schön, er hat die Haare schön. Gut. Da gibt's ja irgendwo noch ein Gebäude, was man wegtun kann. Ja, aber wie gesagt, ich tue mir momentan verdammt schwer. Was kann ich bringen? Was gefällt euch und was könnte euch gefallen, etc. Ich weiß, Videospiele sind ein eigenes Kapitel. Ich weiß. Ein sehr schwieriges Kapitel. Weil, ich sage mal so, 85% läuft so an in puncto Videospielen. Ankündigung, so sanfte Ankündigung, kurze Zeit drauf. Die ersten Inhalte oder sonstiges, was halt so kommt, Artzeichnungen etc. Kurze Zeit drauf, der erste Teaser, kurz darauf der erste große Hype, weil erster Teaser. Und dann geht's schon los. Der erste Teaser, dann kommt der erste Trailer. Dann kommt der zweite Trailer, dann kommt der dritte Trailer. In der Zwischenzeit kommen zig Millionen YouTuber, Twitch-Streamer etc. und hauen gleich mal die ersten Inhalte aussehen. Das siehst du dann auf YouTube basierend an. Dort ein Bosskampf, dort ein Bosskampf, dort ein Bosskampf, dort gibt's dann einen Loot, dort dann die ersten Reviews zu der Demo oder zu den Ausschnitten, was man da gesehen hat, etc. So laufen Videospiele 2022 ab. Davon will ich mich aber abheben, weil mir das offen und ehrlich gesagt nicht interessiert. Es tut mir leid. Mit sieht es auch mittlerweile schon bei Kinofilmen an. Genau. Weil ich will nicht schon sehen im Vorab, um was in den Film geht. Haut's doch einen 30-sekündigen Teaser aus, der eine kleine Szene zeigt vom Film, wo ich sag, das beißt mir an, das will ich. Genau. Was, diese Schnelllebigkeit, dieses, also nicht, dieses sinnlose, alles so dahin gekrakel und dahin geschwurbel, was das, ich will nicht was aufs Auge gedruckt kriegen, jeden Tag, wo ich mir selber noch einen Gedanken machen will, wo ich selber was machen will. Interessiert mich gar nicht. Ich schaue bei den Halberten von meinen Abonnenten gar nicht mehr rein. Muss ich da offen und ehrlich gesagt gestehen. Man gut, die mich interessieren, die sagen mir. Aber am Rest, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt mal von denen abgesehen, also jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel gewesen vielleicht.
Ich bin keiner, der mit irgendwelche scheiß Trends mitgeht. Das bin ich nicht. Bäh. Scheiß Trends, Alter. Das interessiert keinen. Man gut, wenn's die interessiert, ist in Ordnung, aber mich interessiert's nicht. Läden. Können wir schon irgendwas bauen? Na, da fehlt mir noch was. Da fehlt mir noch der wissenschaftliche Wissenschaftler. Also na. Na, dieses Mal werden wir in, wo da wir denn in Slowcamp Joe hin, ha? Kannst du mir das verraten? Weiß wahrscheinlich auch keiner von dir oder von euch, ha? Mein Gott, was will denn der Waben schon wieder? Ich hab nichts, wo ich momentan hin tun kann. Warte mal, warte mal, warte mal. Die Läden, da brauche ich das Dings dazu. Weißt du was? Du gehst für uns plündern. Schnitterl. Du gehst für uns plündern. Wie gesagt, zukünftig bitte ein bisschen Geduld haben mit den ganzen Sachen. Ich bin momentan ein bisschen, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin momentan ein bisschen planlos, ein bisschen ratlos. Was kann ich machen? Was kann ich wo, wie weiter tun? Ich will auch keine Vorträge halten. Ich will keine Vorträge halten. Mich interessiert das derzeitige Verstehe. weltpolitisch gesellschaftliche Tun und Sein momentan interessiert mich auch nicht. Weil je mehr ich mich damit befasse, desto schlecht gelaunter bin ich. Oder desto mehr drückt einen das an der Laune. Da musst du depressiv werden. Da musst du irgendwann mal das Hirn auf ausschalten und da einfach nur denken, Alter, wen kann ich heute schlagen? Ich kann mir nicht wie ich kann mir kein Minigun kaufen und Amok laufen oder Alois Smog laufen, und Zigleit durchsieben, das geht ja auch nicht. Ich kann's nicht ändern. Was soll ich denn jetzt ändern? Was? Nehmen wir irgendwelche Konflikte, wurscht welche. Gibt ja genug in der Menschheitsgeschichte mittlerweile. Was kannst du als einzelner Mensch daran ändern? Im Prinzip nix. Genau. Da sind wir uns einig, ne? Weil was will Klein Kenny irgendwo aus der Steiermark daran ändern? Du kannst es nicht ändern. Nimm's dabei hin, mach das Beste draus und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass du was machen kannst, dann tu es. Hat sich irgendwas verändert in den letzten 2 Jahren durch etwaiges? Nö. Denn die dafür verantwortlich sind, haben sich selber ins Ausgeschossen und werden auch die Rechnung dafür kassiert kriegen. Da hat niemand irgendwas dazu beitragen. Es ist leider so. Nur, was willst du vor geistige, weiß ich nicht, geistige Querschüsse halten? Oder, da passiert nichts. Du kannst das nicht erziehen. Weil sie alle angehoben sind, alle miteinander, so wie sie sind. Da kannst du zu unserem nach Wien am Ring schauen, hast die gleichen Idioten wie überall anders. Es ist überall das Gleiche. Drum, schau, dass du dir dein Gemüt erhältst, einen relativen positiven Zugang noch irgendwo dazu hast, und da einfach nur denkst, ich baue mir meinen eigenen kleinen schönen Ort und der Rest soll mich am Arsch lecken. Ganz gepflegt. Wirklich. Es ist am gescheitesten, was du machen kannst. Schau, dass dir selber gut geht. Schau, dass deiner Umgebung einigermaßen gut geht. Und dann hätten wir ein bisschen vielleicht noch gemeinsamere, schönere Zeit miteinander.
Das Leben ist eh so kurz, weißt? Und überall immer dieses, alles muss immer gleich, schnell, schnell, schnell. Wir leben in einer so schnelllebigen Zeit. Ich komme ja zeitenweise, ich hab das eh schon mal erzählt, ich komme ja zeitenweise gar nicht mehr mit, was jetzt, wo, wie, warum und wieso. Das musst du einmal schaffen. Das musst du wirklich einmal schaffen. Ich bin zeitweise relativ baff, wie schnell manche Dinge gängen. Nur, das ist nicht meins. Das ist absolut nicht meins. Und wenn du, jetzt Entschuldigung, jetzt da den nächsten Satz, den jetzt loslass, aber wenn du einer bist, der jetzt zum Beispiel, also nicht, wenn du jetzt einer bist, der sagt, also nicht, wie kann ich das jetzt am geschicktesten formulieren? Wenn du jetzt einer bist, der sagt, ich habe jetzt das Spiel durch, gleich das nächste her, man, dann habe ich das durch, nächste, das durch, nächste, das durch, nächste, dann kann ich nichts dafür. Oder dann ist das deine Sache und nicht meins. Meins ist halt anderes. Wenn ein Spiel gut ist, dann kann das mich Jahre beschäftigen. Ist leider so. Wir hatten doch vor kurzem, so wie Vorkriegsgeld, wo ist denn das alles? Ah, das wird unten in Dings sein. An der Red Rocket. Mhm. Nur ich bin halt mittlerweile ein Mensch, ich nehme mir die Zeit für die Sachen, die mich interessieren. Es ist so, ne? Gut. Baut haben wir nix. Viel geschwafelt habe ich und wie gesagt. Was baust du da? Ja, ja. Kosinger, du. Du alte Fötz, du alte Fützhauben, du. Ja, wie gesagt, einige Veränderungen warten. Gebt mir bitte die Zeit und der Rest ergibt sich dann, wenn er soweit ist. Genau. Ich will mich auf keine Datum mehr einlassen. Ich will mich auf so viele Dinge nicht mehr einlassen, weil es dir nicht versprechen will und dann kommt's nicht. Ja, ja. Kann ich mir das Bett teilen mit dem Sandler? Gut. Das war jetzt wieder mal eine etwas andere Episode. Ein bisschen was erzählt hätte ich ja. Und die Roadmap kommt noch und der Rest ergibt sich dann, wenn ich soweit bin für mich selber. Momentan die Ideen habe ich, aber ich weiß nämlich nicht, wie ich es umsetzen soll. Und somit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns am nächsten Video, beziehungsweise morgen dann 90 Minuten Generation Zero, der Kampf mit dem Reaper Teil 1. Baba dabei.